Mike Egger, du hast noch ein Hitler-Schnäuzchen vom Schnupfen. Ab und zu geht eben Lüftchen und dann zieht es einem den Schnupfen ein bisschen weg von der Hand. Du bist ja ein bekennender Evangelikale. Wie stehst du zu der Motion Funicello, dass man plötzlich die Brüste entblößen in der Bade? Das ist ein Frauenproblem. Das berührt mich keinen Moment. Also die berühren die Brüste der Frauen nicht? Nein, keine Art und Weise. Also ich habe kein Problem, wenn Frau Funicello will, Blut in der Bade rumlaufen. Brüste raus? Es wäre schlecht, wenn man sie rein tun würde. Also, die gehören raus. Deine sind aber schon voll verschleiert. Ah, du meinst verschleiert? Raus mit diesen Brüsten, oder? Das ist richtig. Und dann sollen halt die anschauen, die es schön finden, und die anderen sollen wegschauen. Und Fleisch ist doch immer etwas Schönes. Sagt das bei Männern oder bei Frauen? Ich habe ehrlicherweise nicht gewusst, dass das gar nicht erlaubt ist. Ein schöner Bikini ist auch etwas wert. Manchmal ist es interessant, der, der nicht war, dass der direkt war. Ja, ich finde, das ist eine heikle Frage jetzt für mich zu beantworten. Weil du ein Mann bist? Ja. Darf nicht mal alles sagen? Man darf nicht mal alles sagen, man muss wahnsinnig aufpassen. Hello, darkness, ich würde jetzt schon noch mitmachen, ja. Was hast du für eine Körbchengrösse? Wie? XXL Cup. Männer, die gehen ja auch oben ohne. Ja, aber dort ist ja auch oben ohne, dort ist ja auch nichts. Ja, wieso nicht? Ist ja auch sexy. Woher sollen wir 2 Milliarden nehmen für die Schweizer Armee und vor allem für was? Woher nehmen wir das Geld für die Armee? Geld kann man drucken. Wir dann nicht darüber streiten, ob jemand ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger hat. Das gilt natürlich auch bei den Brüsten. Dass man jetzt seit Neuestem dann auch Englisch reden im Gericht, wie stehst du da dazu? Yes, I think so, because I resemble a little bit Jim Carrey. Hello, you see, you know it, huh? I always do the same. Nein, ich verstehe leider kein Englisch. Gut, ich meine, ich könnte einfach Englisch. Sag mal, du bist ein Träumer auf Englisch? Ja, ein Träumer, ja, oder? Was machst du, wenn der Beamer kaputt geht? Sag das auf Englisch. It's a blackout. My beamer is not functioning. Wie stehst du dazu? Sollen wir jetzt künftig zum Beispiel Englisch reden bei Gerichtsverhandlungen? Ja, also... ja. Hast du schon ein bisschen Alkohol konsumiert über Mittag? Nein. Du bist ja sonst so? Ja. Genau.